Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Na guckt, mein erster eigener Blaster. Immer noch. Mein ganzer Stolz. Ja, da fehlt noch ein bisschen Optik. Das ist noch nicht fertig genug, um richtig stolz drauf zu sein. Wobei, ich bin stolz drauf, dass ich noch mit der Schwungrädler Gott. Aber da hat er. Und der hat sich das letzte Mal hat er sich der Messung verweigert mit den Pfeilen. Und das machen wir jetzt das Mal nochmal. Das holen wir noch nach. Und, was wir auch machen, ich habe da einen vollgeladenen 4S Lipo und einen vollgeladenen 3S Lipo. Weil wir haben auch da so Spannungsmessdings. Sowas. Und das hängen wir mal nach und gucken, was für Spannungsabfall. Immer werfen jetzt die Leute ihren Spannungsabfall auf die Straße. So in etwa. Ja, was wir da haben. Aber jetzt messen wir erstmal den da an. Oder wir gucken mal, ob das überhaupt mit den grünen Pfeilen geht. Packen wir den auf Seite. Dann das Messmittel. Aufwachen, gibt was zu tun. Aufwachen. Ich messe. Wir machen natürlich Messungen Meter pro Sekunde. Und da haben wir mit den weißen Pfeilen, die zu dem Blaster, die ich gemacht habe, haben wir 19,8 Meter pro Sekunde im Mittel, mit 15,5 im Minimum und 23,9 im Maximum. Jetzt gucken wir mal, was wir denn so rauskriegen. Okay, das ist seltsam. Ich habe die Schwungräder jetzt reingeklebt. Jetzt gucken wir mal, ob das. Das ist natürlich auch nicht so ideal. Aber da haben wir. Ja, im Mittel haben wir da 7,2, wenn wir. Ja, ich glaube, der einzige sinnvolle ist der 17,9. Der Rest ist halt irgendwie rausklackert und hat halt keinen gescheiten Messwert gegeben. Also, ich glaube, das Fazit ist einfach, die Pfeile gegangen hat. Okay, ne, die Pfeile gegangen mit dem Lauf nicht. Das ist das Problem. Das heißt, jetzt müssen wir dann. Das war jetzt. Ja, voilà, Vorsicht, nicht hingegangen. Das ist halt auf Optik ausgelegt. Das heißt, das kann ein bisschen fragil sein. Das heißt, wir müssen da jetzt noch ein paar Pfeile einladen und resetten. So, dale. Ja, seht der Ladevorgang. Das habe ich so schön vorbereitet. Das andere Magazin auch. So bin ich ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ich sie abzählt habe. Ich glaube 18 bräuchte, weil ich 4 Messungen habe vor. Oder 3? 3 Messungen. Ja, wir fangen gleich mit 4S Lipo an. Wir gucken. Spannungsabfall auch. So. Reset. Ja. Zurück. So. Da. So, dale. Das heißt, auf jeden Fall ist der Lauf nicht ideal. Ja, komm schon. Die hören sich aggressiv an. Ah, die sind ein bisschen lang, glaub die Pfeile. Das ist ein bisschen ein Problem. Oh, das geht nämlich mit dem weißen Pfeil irgendwie besser. So. Aber, ja. Das heißt, wir haben da im Mittel 22,9. Das notiere ich jetzt mal ganz heimlich. Ja, 22,9. Dann im Minimum 19,2 und im Maximum 27,3. Ja gut, jetzt haben wir halt das Problem,
wir haben die weiße Pfeile mit dem Röhrle gemessen. Das heißt, da könnte es jetzt gut sein, dass die Verbesserung hauptsächlich daher kam, weil wir das Röhrle weggelassen haben. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich korrekt, aber ingenieursmäßig, das reicht. Damit begnügt man uns jetzt einfach. Jetzt machen wir da. Ja, scheißele. Das Batteriefach wird langsam so eng. Aus. Dann stecken wir das aus. Und packet. Das ist ein bisschen scheiße. Dann brauche ich eine Batterie drin. Eine Dummy-Batterie. Ja, weil einfach ein Gewicht braucht, damit das ein bisschen. Weil sonst kippt der nach vorne und vorne sind die Spitze. Die sind ein bisschen sensibel. Und ich glaube, eine habe ich ein bisschen angeknackst. Aber deswegen drucke ich die jetzt nicht nochmal aus. Also, das war eine Videoschere und jetzt ist halt. Ja, das ist jetzt nicht so geschickt. So. Reset. So, und jetzt gucken wir. Könnte ich genug Pfeile drin haben. Gucken wir uns mal. Spannungs. Wir können da einfach. Ja, komm. So viel Zeit haben wir es. Das ist doch nein. Und jetzt piept es wahrscheinlich gleich wie wild. Vorsicht. Ja. Das heißt, wir haben. Ist voll klar, also 12, irgendwas. Ja gut. Jetzt habe ich auch nichts gedacht. Ich sollte den Spannungsabfall da vorne oder die Spannung da vorne haben. Das heißt, das Ding, das können wir sein lassen, das bringt uns nichts. Was man braucht, ist eigentlich das da. Ne? Das ist jetzt ja wieder wunderbar vorbereitet, der Herr Ingenieur. Aber gut, wer Ingenieur mit Ö schreibt, darf das. Sage ich jetzt mal. Das mein Freifahrtschein. Zum Blödsinn machen. So. Jetzt wird's kompliziert. Hoppala. So. Hoppala. So. Da sehen wir jetzt natürlich nichts, weil nicht eingeschaltet ist. Das heißt 12,3. Jetzt soll ich das doch nochmal anklemmen. Ohrenzuhalter. Ja. 12,4. Und was haben wir? Okay, dann schließen wir mal. Das heißt, da ist eigentlich nicht viel weg. Schließen wir weitere Stufe an. Das sehen wir jetzt mal gar nichts. Schaut aus. 12,2. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Bin verwirrt. Ich habe halt Befürchtungen, wenn ich das. Ich konnte es mir nicht verheben, ich habe schon getestet. Also der 3S Lipo, der 4S Lipo, Gott. Da dreht es die Module, aber ich habe es nur kurz getestet. Also das heißt, das Spannungsabfall ist jetzt nicht so dramatisch dann. So, das auf Seite. Komm, wir probieren es einfach. Wenn nicht, haben wir rauchende Motoren. Das wäre das erste Mal auf dem Kanal, dass wir rauchende Motoren haben. Das
Ich habe bloß 2 Messungen. Ich habe dann auch mal einen Plan geändert und eine dritte Messung dazu. Also mit der zweiten Stufe. So, 4S Lipo. Passiert jetzt mal überhaupt nichts. Der hat dann, was hat er? 14, irgendwas. 14,98. Kostet nicht lesen, steht da drauf. Was er haben soll. Habe ich so gekauft, dass er gerade noch reinpasst. Das ist, wie wenn ich das dafür ausgelegt hätte. Habe ich nicht. Das kann ich verraten. Das will ich jetzt nicht so tun, als ob das keiner gewesen wäre. So. Hui. Okay. Ui. Okay. Jetzt wird's langsam. Jetzt kommen wir in die Ecke, wo ich sage, okay, jetzt kann man weitere Stufe einbauen. Sagen wir. Das Läufer Tisch 35,7. Okay, das ein Minimum 27,7. Da fühle ich mich nur noch, also mit dem Schalter fühle ich mich nicht ganz wohl, weil der Wert hast du dann schon besser, dass die Module aufhören, sobald es aufhört. Also 27,7 und Maximum 38,2. So. Und 2 Stufen mit 3S hat man 28,8, beziehungsweise wenn wir da den Ausreißer rausgerechnet haben, 30,98 bei der letzten Messung im Mittel. Also da hat man 17,9 Ausreißer und äußert 30,2 Maximum. Und beim ersten Teil hat man äußert 30,3 mit Minimum von 30,8 und einem Maximum von äußert 30,9. Also schaut euch die Teile einfach an, das lohnt sich. Das hoffe ich zumindest, oder? Behaupte ich jetzt mal ganz frech. So. Ja, das ist jetzt glaube ich nicht. Also materialschonend ist nicht. Das will ich jetzt hier. Das kriege ich glaube ich nicht verkauft. Das habt ihr ja gesehen, wie das rausgesprüht hat. Und also ich glaube nicht, dass die Pfeile ewig halten, aber die Lagre ist sowieso separat, weil die kann ich ansonsten nirgends mehr. Also das ist ganz einfach. Da nehme in Zukunft die Pfeile, die dann irgendwann mal, auf denen ich mal 5-mal auf dem Boden rumtreten bin und was weiß ich, die schon bauen mal durch Feder das Blaster rausgeschossen habe. Und dann nehmen wir die. Seht ihr das? Das ist schon. Aber so langsam kommen wir in eine Ecke, wo ich sage, okay, damit können wir arbeiten. So, kann so unauffällig nebenher das Messmittel ausschalten, um Batterie zu sparen. Ja. Und dann bauen wir das mal aus. Und dann bauen wir die nächste Stufe ein. So, da. Gucken wir. Das letzte Mal war die dritte Stufe mit 30,6 im Mittel. Eigentlich schlechter wie die 2 Stufen. Ja, nicht bloß eigentlich, sondern die war schlecht. Ich meine, gut, die war besser wie die 2. Stufe, weil die 3. Stufe, da hat die Messung keinen Ausreißer gehabt. Da war das Minimum bei 29,7 und das Maximum bei äußerst 30,6. Und wie schon gesagt, bei 2 Stufen, beim Teil 2 Messung, habe ich halt deswegen auch mal den Ausreißer rausgerechnet. Und ohne den Ausreißer hat man 30,98. Mit einer zusätzlichen Stufe haben wir dadurch keine Verbesserung erzielt. Deswegen habe ich gedacht, ich will einfach mit Leistung und ich will mal in Batterien investieren. Andersrum, nein. Aber deswegen habe ich extra das auch drauf reingekritzt. 4 Stufen wäre schon auch cool. Also, ich meine, es ist völlig unnötig. Aber warum auch nicht? Gut. Ich
immer über die Notwendigkeit diskutieren, dann müssten wir jetzt auch über die Notwendigkeit von Blasters diskutieren und was weiß ich und keine Ahnung. Wobei, das könnten wir als gegeben annehmen und ach, das wird zu kompliziert. Das lassen wir. Die Diskussion fangen wir nicht an. So, Dalle. So, Rollplatz haben wir noch für weitere Stufe. Ich glaube, die Leute mit Kopf. Das ist ein akustisches Erlebnis. Es hat da irgendwann mal lange Schrauben mit vorbei. Ne, das passt schon. Das kriegt man gerade noch so mit der Hand rein. So. Sauber machen. Oje. Das wird ein Spaß dafür, Gehäuse zu entwerfen. Hui. Ja, gerade ist was anderes. Das ist halt nicht ideal. Ich meine, die hätte ich stärker abschleifen sollen, dass das wirklich. Oh, okay. Irgendwas. Das kann ich glaube so nicht lassen. Es biegt sich schon arg durch. So, Delle. Ja. Müsste ich stärker abschleifen. Aber ich wollte da jetzt auch nicht zu viel Zeit investieren, bevor ich nicht weiß, ob es was taugt. Deswegen machen wir jetzt erst einmal Messungen. Wenn es was taugt, dann machen wir mehr. So, Dalle. Magazin rein. Und ich muss die ganze rumliegende Pfeile noch sehen. Innerer Monk unzufrieden. Aber ihr müsst zum Glück nicht sehen. Das hätte den schön aufgeräumt, das ist. Ach doch, da, den seht ihr. Weg schon. So, Dalle. Jetzt. Bin nervös. Uiuiui. Das hat so den Charme von verrückten Wissenschaftlern. Aufwachen, gibt was zu messen. Müssen meinen Wahnsinn dokumentieren. So. Und muss ich noch. Ein bisschen was, aber es ist jetzt, also, was haben wir im Mittel? Dann kann ich mir das nebenher notieren. 37,3. Im Minimum 36,7. Und im Maximum 38,5. Das heißt, das ist auf jeden Fall sehr nah beieinander. Also, da sieht man es keine große Abweichung von den einzelnen Werten. Das heißt aber, wir haben eigentlich von 35,7 auf 37,3. Das heißt 1,6 Meter pro Sekunde dazu gewonnen. Ob's das jetzt wert ist. Aber wir haben noch einen Platz frei. Das packen wir weg. Notiert habe ich es richtig. Nicht, ich habe es ja auf Video, das ist ja der Vorteil von dem, wenn man da die Videos dazu macht. Wir haben noch einen Platz frei. Also,
bisschen Wahnsinn ist noch übrig. Ja, komm, jetzt habe ich schon Lipo gekauft und Zeugs gekauft und dann können wir das auch. Dann können wir das auch riskieren. Von denen habe ich, ja, also wenn ich noch einen Blaster machen soll, die hat noch 5 Stück hätte ich da auch noch. Alles habe ich kaputt gemacht. So, dele. Hoppala, komm her. Seht ihr das auch mal? Boah. Sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig. So. Weitere Stufe. Das. Und jetzt hat er da meine Vision dazu. Ich will da noch einen Blaster haben. Ich habe bloß, ich meine, der Blaster sieht so halbe aus. Da könnte man jetzt, gut, man könnte jetzt auch Rillen noch machen und dann, aber das wird dann nachher die untere Seite. Und da kommt oben noch ein anderer Blaster mit Ding, mit Röhrle und Federle und ja, so Bleisterle. Das ist dann. Und dann will ich idealerweise noch Mega Blaster und noch Mega XL und vielleicht noch Raketenwurf und das alles in einem. Also, wenn schon Wahnsinn, dann richtig. Weil halber Wahnsinn ist irgendwie das. Das hat langsam. Ich glaube, da hätte man mit 3 jetzt auch keinen Spaß mehr. Das ist dann. Hey, komm schon. So, dele. Muss mal gucken, dass ich das sind ja die Nightingale Schwungrädler und Valkyrie Motoren, dass ich da nochmal, wenn das Modulare, das macht später ja keinen Sinn. Also das ist ja jetzt nur, dass man da Hanna mit einem Blaster verschiedene Stufen probieren kann und da mal das Video machen können. Und eigentlich war das Video als Einteiler geplant. Aber wisst, wir sind jetzt hier im 3. Teil. Also zumindest wenn ihr die Überschrift von dem Video gelesen habt oder mir zugehört habt. Das heißt, das hat wohl nicht so geklappt. Aber da könnte man, wenn ich das, man könnte die Stufe auch enger zusammenrücken. Ja doch, da hätte noch was gegangen. Das heißt, die Stufe enger zusammenrücken. Dann ist das ein bisschen kompakter. Und dann muss ich gucken, dass ich die Schwungrädler irgendwo herkriege wieder. Ich hoffe, dass die noch gibt. Sonst wäre es halt scheiße. Das ist halt. Sonst müssen wir uns irgendwas überlegen. Aber das kriege ich. Muss ich gucken. Ich habe jetzt auch nicht wirklich gesucht. Und da könnte man das Ganze kompakt machen. Der Hybra so ein paar Millimeter, der da rausgeht. Und das halt in einer Stufe. Und dann wird das auch unten zusammengelötet und nicht mit dem Stecker und Zeugs und allem. Und das ist, wie ich schon gesagt, das ist eher Funktionsmuster wie ein richtiger Prototyp. Guck das mal. Das ist, um damit rumzuspielen. So. Und noch einmal. So. Auch schon wieder 25 Minuten. Knapp.
knapp, gleich. So, jetzt alle. 25 Minuten schon wieder. Wie die Zeit immer vor Gott, da bastelt man rum und tut und. Ja. Hoffe, dass mir noch irgendjemand zuhört. Jetzt. Wobei, jetzt im Moment nicht. Ja, also jetzt im Moment hoffe ich nicht, dass mir jemand zuhört, weil das wäre ein bisschen komisch. Dass jemand zu dem Zeitpunkt noch das Video guckt. Aber wenn nicht. Ist dann zumindest von meiner Dokumentation, weil ich schaue mir die dann ab und zu an. Wenn ich wissen will, wie habe ich das da gemacht. Und es ist einfacher, wie das alles schriftlich festzuhalten. Und ja, vielleicht für euch unterhaltsamer, wie wenn ich da jetzt irgendwie immer ein PDF rausbringen tät. Von daher hat es mehrere Vorteile. Ja, ich fall halt um. Irgendwie da muss noch das so rum. Das heißt, da oben kommt, ich glaube, da war da auch halbe Pfeile. Und dann können wir dann hier irgendwas mit dem Daumen könnte man noch bedienen. Und hier noch da irgendwie Knöpfe noch. Und ich glaube, da mache ich jetzt nochmal kein Design. Oder mache den bloß zweistufig. Ja, immer. Nee, eigentlich. Also wenn das jetzt noch mal ein bisschen Verbesserung bringt, dann einfach nur, wenn man sauber vierstufiger Blaster als Prototyp hätte ich schon gern. So, einfach. Also wenn's was bringt, wenn's nichts bringt. Bringen wird schon was, das wird jetzt einen Haufen Krach machen. Bin ich erschrocken. Heilige Scheiße. Boah, das ist steckt das ein und das macht Krach. Gut, klar macht's Krach, wenn man es eingesteckt hat. Ai. Ach, ich wäre so hervorragender, verrückter Wissenschaftler, oder? Ja. Aufwachen, gibt was zu messen. Ich messe. So, dale. Jetzt atle. Oh. Ja. Das ist. Ja, da muss irgendwie der Deckel drauf und dann gange die auch nicht nach oben, weil sie dann nach oben kennen. Wie Sie sehen, das hat nichts gebracht. Also, ich glaube, das Optimum ist bei, wie Sie sehen, wie habe ich denn meinen Stift noch? Ai. Ach da, jetzt habt ihr mein Lager. Das heißt, da haben wir 36,7. Also ich glaube 3 Stufen sind das Maximum. 36,7 Minimum, 36,3 und im Maximum 37,3. Wobei das liegt schon ziemlich nah beieinander jetzt alles. Das heißt, vorher hat man 37,3. Also jetzt haben wir 36,7 im Mittelwert. Aber das ist jetzt halt alles schön nah beieinander. Also die Werte sind schon. Keine Ahnung, ob das was bringt, dass die so ziemlich ähnlich sind. Dass irgendein Vorteil ist. Aber ich glaube, die vierte Stufe schafft nichts mehr. Also die ist halt einfach da, um Krach zu machen. So, Kraschel, Klepper, so. Aber wir haben noch ein paar Schuss im Magazin. So. Aber 36,8, das heißt, das ist relativ konstant. Relativ konstant so. Eieiei. Worte, Zeugs. Dann haben wir jetzt 10 Messwerte. Seht ihr.
armes Messmittel. Das heißt, Maximum ist mit 37,4 bisschen hoch, Minimum ist bei 36,1 und Mittelwert 36,8. Das heißt, der hat sich nicht arg verändert. Aber ja, die 4. Stufe, die kann man sich sparen. Das haben wir jetzt gelernt. Das heißt, wird dann ein Viertel günstiger, so in etwa. Die Hauptkosten bei dem Blaster, was man ausgeben muss, sind die Motorle, Schwungrädler, weil ich das Schreibel und das Zeug, das kostet viel und das Federle da drin und das Federle da hinten, die sind relativ gut. Die Spiralfeder kostet ein bisschen was, aber das. Und Lipo würde ich jetzt nicht unbedingt zu den Kosten von Blaster rechnen, weil das. Also wenn man mehrere hat, da teilt sich das ja auch viele auf. Ja, das ist aber. Schaut euch die Monstrosität an. Ja, ihr wisst, wo die Reise hingeht bei dem Kanal. Also das, wenn man hat viel Blödsinn. Also könnt ihr Abo da lassen. Ich glaube, das lohnt sich, wenn ihr euch so Blödsinn interessiert. Und ich bin jetzt im Überlegen. Also, die 3. Stufe hat schon jetzt nicht so wahnsinnig viel gebracht. Und die 3. Stufe mit 1,6 sind dazugekommen. Bei der 4. Stufe ist sogar eher. Da sind 0,6 weggekommen. Oder halt, ja, oder 0,5, je nachdem. Aber wir vergleichen die 6 Messwerte miteinander. Sonst wäre es unfair. Das heißt, bevor mein Messmittel jetzt ausgeht, nur kurz die Werte notiere. Ah ja, das ist jetzt ganz professionell, das während die Kamera läuft, aber ich sag's euch, ich bin's faul, das durch Schnittprogramm durchlaufen zu lassen. Deswegen ist One-Take immer ganz einfach. Das ist dann halt auf Festplatte und hochladen, gut ist. Aber lasst da aber nicht da, wenn euch interessiert, was man da. Habe ja euch erzählt, was ich damit so vorhab. Oder was ich so generell vorhab. Aber ich glaube, den Teil montiere ich wieder weg. Kommt ins Archiv. Und dann machen wir da 2 Stufen noch. Und das ist schon ein bisschen Gewicht hat es schon. Muss halt dann. Und ich meine, das ist dann hier. Das ist der eine Teil, der andere Teil da oben. Dann seitlich noch irgendwie. Also idealerweise weiß noch nicht, wie das machen soll. Aber das sind Probleme, die löst man Stück für Stück. Und als nächstes erstmal oben Blaster. Vielleicht lassen wir es dann bei dem schon gut sein. Man hat einfach nochmal weiter. Oder ich muss mal überlegen, wie man das so modular machen kann, dass man das dann dran bauen kann. Weil hier ist die Modularität klar, da kommt ein Teil dazwischen. Und dann kann ich da darauf aufbauen. Und wenn man bloß den Blaster haben will, kommt der Teil noch, das dann den Griff ergänzt. Simpel. Und so kann man sich dann Dinge zusammenbauen oder Dinge machen. Das habe ich mir so gedacht. Muss ich gucken, was da oben, wie ich da ins Magazin noch komme. Wobei, dann könnte man auch, das ist dann so der Sniper-Blaster für Präzision und das ist für viel, dass man alles in einem vereint hat. So in etwa. So stelle ich mir das vor. Und lasst ein Abo da, dann kriegt ihr es mit, ob das auch so wird. Aber ihr seht ja, im Band dann schon Dinge, die ich angefangen habe. Meistens. Also, Stampede ist noch offen. Also man braucht auch so seine Misserfolge, dass man weiß, dass man die Erfolge zu feiern lernt, so in etwa. Oder ich rede es mir jetzt halt schön. Aber lasst ein Abo da. Wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.